Estland haben wir ja den Polen übersprungen und sind direkt nach Litauen. Da sind wir auch sehr spät angekommen, sodass unsere erste Attraktion war Schlafen. Schlafen Genau. am See. Ja. Genau. Das war eigentlich gleich nach der polnischen Grenze. Es war so ein relativ großer See in Litauen. Und da haben wir mehr oder weniger ein bisschen, also der Strand ging so ein bisschen den Berg runter. Und so obendran sozusagen war der Parkplatz und da haben wir dann übernachtet. Jo, es hat leider am Abend geregnet. Oder zumindest zuerst hat es etwas geregnet, aber dann hat es auch irgendwann mal aufgehört und dann sind wir halt auch da zum Steg und haben da auf der Bank gesessen, Abend gegessen. Ja. Ja, und später dann halt eben da übernachtet und nächsten Morgen relativ früh wieder weitergefahren. Direkt danach sind wir dann auf eine Insel gefahren. Genau. Was haben wir da gemacht? Das war so eine Ferninsel, das ist diese Insel, ich weiß nicht wie sie heißt, aber die geht eigentlich fast die ganze Länge von Litauen runter bis nach diesen Zipfel Russland, der zu Russland gehört. Und da waren wir im sogenannten Hexenwald. Ja, genau. Der Hexenwald, das war sehr interessant. Es waren so Holzfiguren, Ja. so ganz große, geschnitzt zu diversen, keine Ahnung, was man sich so alles ausdenken kann. Es waren meistens, glaube ich, Kunst- und Fantasiewesen aus der litauischen Mythologie, wenn ich das so Genau. richtig in Erinnerung habe. Ne? Ja, aber so ziemlich sah es auch aus, weil da waren ganz viele Drachen, da waren Hexen, da war Teufel, also ja, Ja. haut schon hin, ne? Ja. Genau, da habe ich auch ganz viel gefilmt. Es kann aber sein, dass, um das für euch nicht zu langweilig und zu lang zu gestalten, dass ich das ein bisschen abkürze. Also ich habe ganz viel Material, wenn es noch interessiert. Ich schicke es gerne noch welche oder mache noch ein extra Video. Ich kürze welche ab, aber ihr schaut jetzt einfach mal das abgekürzte Version von dem Wald, okay? Nach unserem Hexenwald sind wir dann weitergefahren, sind sehr lange gefahren und sind in Lettland angekommen. Ja. Irgendwo zwischendurch haben wir auch noch eine Übernachtung im Wald gemacht, aber da ist halt eben nicht sonderlich viel zu zeigen oder so. Deshalb überspringen wir uns jetzt einfach und kommen wir zu den ersten Attraktionen in Lettland. Und zwar waren wir da an der Ostsee, Genau. haben die Strand da angeschaut. Ja. Es war sehr windig. Ja, es war aber auch sehr schön. Also ich fand den Strand echt sehr schön. Also Ja. wenn es nicht so windig und kalt gewesen wäre, hätten wir es noch ein bisschen länger ausgehalten, aber wir waren da vielleicht eine halbe Stunde oder so, glaube ich. Was war das mit dem Geländer, was du da gemeint hast? Du bist da so lang gegangen, so hoch, die Treppe hoch? Ich habe mich einfach nur gefreut, dass die in Lettland da mitdenken und hier das Holz gehobelt haben. Nicht so wie in, keine Ahnung,
Slowakei und Tschechien, wo einfach nur Holz war und dann irgendwas angelangt hast, hast du lauter Spreiseln angehabt. So ähnlich. Ja. Ja, genau. Also da haben wir natürlich auch etwas gefilmt und auch ganz viele Bilder gemacht. Also hänge ich einfach noch ein paar Bilder am Ende hin, weil die einfach so schön geworden sind. Also schaut euch das mal an. Nach unserem Ostseebesuch sind wir dann durch einen richtig schönen Park zu einem Wasserfall gelaufen. Ja. Dieser Wasserfall? Ja, das Besondere war, man konnte über diesen Wasserfall laufen, weil obendran das Wasser so seicht war, dass man einfach durchlaufen konnte. Also wir sind ungefähr bis zur Mitte gelaufen. Dann hatte die Sandra Angst, dass die Hunde den Wasserfall runtergespült werden. Ja, es war schon eine starke Strömung da und der Markus Verrückte wollte tatsächlich die Hunde drüber spazieren lassen. Also sorry, diesen Wasserfallspaß kann man sich nur leisten, wenn man mutig genug ist und keine Hunde dabei. Ja, gut, wir sind dann wieder umgedreht, aber es war trotzdem sehr schön, ja. Dazu habe ich auch ein relativ erbärmliches Video leider, dafür aber auch wieder ganz viele schöne Bilder. Also ja, ich würde sagen, ihr schaut euch einfach mal das an, was ich habe. Nach diesem tollen Wasserfallbesuch haben wir dann zuerst eigentlich was gegessen. Ja, stimmt, wir waren essen. Ja, und die Riley und Tzatziki waren an dem Tag so brav. Es hat keiner irgendjemanden angefallen. Die haben eher die Leute dazu gezwungen, sie zu streicheln. Und waren ganz artig. Da war ich ganz stolz auf die beiden. Ja. Und ich habe wieder was Neues ausprobiert. Und zwar war das Straußenfleisch. Ja. Straußensuppe. Genau. Und ich hatte einen Hirschburger. Nee, einen Elchburger, glaube ich. Das war's gut. Nee, das war Hirsch, war oder? Hirsch oder Elch? Ich bin mir sicher, dass es ein Hirsch war. Okay, dann war es Hirsch. Ich hatte einen Hirschburger. Ja,
Ich hab von beiden gekostet, also meine Suppe gegessen und seins gekostet. Und es war beide auch echt lecker. Also ich muss sagen, hätte ich nicht gewusst, dass es Strauß ist, hätte ich gar nicht gewusst, dass es Strauß ist, weil ich fand das jetzt nicht so mega unterschiedlich zu, keine Ahnung, Rind oder so. War ähnlich trocken wie Rind in der Suppe. Wobei, nee, Rind ist eigentlich etwas safter, also etwas weicher in der Suppe als Straußenfleisch. Aber es war trotzdem super lecker. Gut, danach sind wir dann nach Estland weitergefahren, also Richtung Estland weitergefahren. Und ja, wir haben sehr viel Interessantes aus dem Autofenster gesehen. Und dann hatte Markus dazu gesagt, wir machen jetzt Sightseeing aus dem Autofenster. Ja, wir sind da so über so eine Brücke gefahren und haben so eine Kirche gesehen. Was das so alles war, keine Ahnung. Ich dachte mal nur, sieht hübsch aus, ich film's mal kurz. Gut, und dieses Video wird sehr, sehr kurz, ich merke schon. Aber es macht nichts. Ich glaube, einige von euch freuen sich darüber. Aber ich habe vor allem jetzt für meine estnischen Fans eine kleine Aufgabe. Ich habe festgestellt, dass die Naturen von Litauen, Lettland und Estland sehr ähnlich sind. Verwechselbar ähnlich sogar. Und ich möchte jetzt mal wissen, wer von euch tatsächlich schafft, Litauen, Lettland und Estland voneinander zu trennen. Wer schafft zu raten, welches Land ist. Also, ich habe hier 3 Videos zum Schluss. Und ihr schaut ihr an und versucht zu entscheiden, welches ist. Und ihr schreibt mir das einfach irgendwo. Ihr gewinnt dabei leider nichts, es ist nur aus Spaß. Ja? Also, ich sag schon mal Tschüss, ihr schaut noch die 3 Videos an. Ciao, ciao.